Fühlst du dich von Gott geliebt? Es geht darum, dass die Liebe Gottes in unser Herz verankert wird. Darum geht es heute bei Talk and Pray. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute sind wir hier mit dem Jan-Micha Schmitter und dem Thomas Bossert. Hallo. Ihr Hallo. seid beide Location-Pastoren. Ja, darüber wollen wir reden. Ich hoffe, ihr habt die Message gesehen am Sonntag. Und gleichzeitig wollen wir auch beten. Nutzt wirklich eifrig den Chat. Ihr macht schon ordentlich mit. Wir haben ja euch gefragt, fühlst du dich von Gott geliebt? Momentan 81% sagen ja, manche nein, manchmal, meistens und so. Wie ist das so bei euch? Also Jan, fühlst du dich von Gott geliebt? Ist das so wichtig überhaupt, die Frage? Schon eine wichtige Frage. Bei mir ist ehrlich gesagt so, ich fühle mich oft von Gott geliebt. Also wenn ich nur einfach so meine Gefühle anschaue, Ja. will mir jetzt sagen, ich bin ein emotionaler Mensch, fühle ich manchmal gar nichts. Also denke ich manchmal schon, ach ja Gott, jetzt, was läuft jetzt hier gerade? Oder ich fühle mich schlecht und dann kommen dann so die Fragen, hat der Joel ja auch am Sonntag gebracht, Ja. ja, wo bist du jetzt? Und ist das jetzt alles? Oder wieso fühle ich mich so? Genau, also ich kenne das schon auch, Gott nicht zu fühlen, genau. Ja. Fühlst du dich denn immer von deiner Frau geliebt? Nee, natürlich auch nicht. Ja. Was läuft denn da falsch? Ja, genau. Für mich ist das ähnlich. Bei den Kindern ist genau das Gleiche, oder? Ja. Dann, wenn ich sie fragen würde, liebst du mich? Dann würden sie vielleicht sagen, Papa, hör auf, so Ja. dumme Fragen zu stellen. Aber natürlich, ich weiß, meine Kinder lieben mich, also meine Frau liebt mich, aber eben das Fühlen. Und manchmal bist du ja auch nicht im gleichen Raum Ja. oder nicht so nah. Und dann, genau, deswegen finde ich die Frage noch speziell, ja, fühlen, Gott Ja. fühlen. Wie ist es bei dir, Thomas? Ja, bei mir ist es vielleicht ein bisschen ähnlich. Für mich ist Gottes Liebe nicht nur ein Gefühl. Ja. Also wenn ich jetzt von Gefühlen rede, dann ist es mal extrem in einem Worship-Moment oder wenn Mhm. ich irgendwo im Gebet und ich spüre etwas und ich merke, Ja. ja, ich bin geliebt und ein Bild oder eine Situation ist so intensiv, dann habe ich ein Gefühl und ich fühle mich geliebt. Aber für mich ist die Liebe Gottes vielmehr etwas Gegebenes, das ich angenommen habe. Ich hatte so eine Zeit, in der ich mich weit weg von Gott fühlte und ich dachte, ich kann nie mehr nahe bei ihm sein, aber durch seine Gnade und seine Vergebung habe ich gemerkt, wow, er liebt mich und diese Liebe ist grenzenlos. Und dieses Erlebnis hat dazu geführt, dass ich mich einfach geliebt fühle. Also ich weiß mich geliebt, nicht ich fühle mich, ich weiß mich geliebt. Verstehst du, was ich Ja, meine? du weißt dich geliebt. Ja. Wir wollen genau jetzt stärker damit einsteigen, mit dem Ausschnitt aus der Message. Wie redet man ja auch oft, dass es so einen Liebestank gibt, der wie gefüllt werden muss. Und die Frage ist, ob Gott wirklich unseren Liebestank füllt oder wie das genau aussieht. Und da hören wir jetzt ganz kurz den Paul Sieber vom letzten Sonntag. Wenn Jesus einen Auftrag gibt oder eine Herausforderung, dann kann man schnell in das Kanisterdenken hineinkommen. Man kann hineinkommen und merken, oh, ich bin jetzt Christ, das Leben ist von Montag bis Sonntag nur noch Mist und ich muss in einer gedemütigten Haltung leben, ich muss mich verschenken, das ganze Leben lang muss ich in einem Auftrag leben, die Liebe gießt sich aus über alle Menschen und für mich bleibt da nicht mehr viel, sondern ich probiere nur noch immer wieder am Sonntag mich aufzufüllen. Und ich glaube, das ist ein falscher Blick auf den Auftrag von Jesus. Ich glaube, wenn Jesus uns eine Herausforderung gibt oder einen Auftrag, dann glaube ich, ist da Heiliger Geist-Denken mit drin. Und das Heilige Geist-Denken ist für mich, wow, Jesus, du traust es mir zu, mein Kreuz auf mich zu nehmen. Du traust mir zu, dir ähnlich zu werden, dir nachzulaufen. Du traust mir zu, in der Beziehung mit dem Vater zu leben, zu sehen, was du siehst, damit die Liebe sich in meinem Herzen verankert und verwurzelt, damit ich die Liebe weitergeben kann. Also nichts irgendwie so mit Kanisterdenken und dass Gott meinen Kanister ausfüllt. Aber es fühlt sich ja manchmal so an, dass ich sage, ich fühle mich gerade nicht geliebt, ich fühle mich nicht vom Umfeld geliebt, ich fühle mich nicht von Gott geliebt. Was soll ich da machen? Soll ich einfach sagen, ja, Gott ist ja da? Also reicht das? Nee, mir reicht das nicht. Ich sage mal so, für mich reicht es aber auch nicht einmal in der Woche, mich irgendwo auffüllen zu lassen. Ich versuche diese Beziehung zu Gott. Ich erinnere mich da an meine Kinder, wenn es ihnen etwas fehlt, dann schreien sie laut zu mir, oder? Und ich komme und suchen mich, oder ihre Mutter. Und ähnlich handhabe ich das auch mit Gott.
wenn ich merke, hey, ich habe etwas in mir, das gefüllt werden muss, dann suche ich diese Nähe und ich sage, hey Jesus, wo bist du? Und ich gehe auf die Suche, sage ich mal. Mhm. Und erlebe schon, dass ich täglich gefüllt werde. Unabhängig vom Sonntag, sage ich mal. Aber ist es nicht, aber dann ist ja das Kanisterdenken. Also Gott füllt mich dann immer wieder neu, weil ich mich nicht gefüllt fühle. Ja, ich glaube, das ist schon richtig. Du fühlst was, aber wenn ich dann einfach suche und das versuche zu füllen irgendwie, oder? Oder auch religiös zu füllen, dann komme ich irgendwo an. Die Frage ist mehr, kann ich zu Gott kommen? Also ich glaube, die Sehnsucht oder die Not, die will mich immer wieder zu Gott bringen. Und dann merke ich auf einmal, okay, ich habe hier diese Not, ich fühle mich weit weg und dann gehe ich zu Gott und sage, ja, ich fühle mich so, kannst du mir jetzt helfen? Ich glaube, die Not ist nicht falsch oder dieses Gefühl, aber was mache ich damit? Und das finde ich immer auch ein gutes Gebet, zu sagen, ich fühle mich jetzt so, Gott, hilf mir dabei. Oder Gott, komm in die Situation. Genau. Also ich erlebe schon einfach, dass wenn ich mich nicht gefüllt fühle, dann hat das oft damit zu tun, dass ich nicht an der Quelle bin oder ich fühle mich dann nicht so angeschlossen und es läuft aus mir. Der Kanister wird leerer, oder? Dieses Bild finde ich schon gut. Aber für mich ist die Frage, was heißt jetzt Kanisterdenken genau? Ein Heiliger Geist, füllt er mir meinen Kanister oder fülle ich ihn wieder? Vielleicht ist das auch ein Unterschied. Wenn ich mich selbst zu füllen versuche, dann scheitere ich. Aber wenn Gott mich füllt, dann ist die Quelle des Lebens. Ja. Ist ja Und das Coole fand ich ja der Message, dass Gott füllt sich nicht mit was, sondern er füllt sich mit sich selber. Also der Heilige Geist ist ja in mir drin, oder? Und ich denke, wäre vielleicht auch ein Moment jetzt, um zu beten und das nochmal Dank zu sagen, dass der Heilige Geist einfach nochmal in unser Leben kommt, uns ganz ausfüllt. Genau, vielleicht willst du auch gerade den Ort, wo du merkst, da fühle ich mich jetzt nicht so erfüllt oder da fühle ich mich weit weg von Gott, das ganz bewusst einfach auch Gott hinzuhalten und sagen, fühl mich da neu. Vielleicht lass uns das gerade machen zusammen, oder? Ja, danke, Vater, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du uns deinen Sohn Jesus geschickt hast, dass wir wissen dürfen, du liebst uns über alles. Wir sind deine Kinder und danke, Heiliger Geist, bist du in uns und wir halten dir nochmal unsere Herzen hin. Ich halte dir nochmal mein Herz hin, auch mein Verlangen und immer wieder diese Frage, wo bist du? Komm in mein Leben und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du jeden Bereich von unserem Leben, von unserem Herz, von unseren Emotionen ausfüllst. Ich habe auch gerade das Bild, Gott füllt die Gefäße, die wir ihm hinhalten und vielleicht kannst du jetzt auch ganz persönlich das hinhalten, wo du sagst, hey, Herr, bitte komm hier hinein, füll diesen Lebensbereich auf. Füll meine Familie, meine Sehnsucht, meine Beziehung. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so liebst und dass du uns so nah sein möchtest und dass du, Heiliger Geist, in uns lebst und niemand kann uns so nah sein wie du. Und ich danke dafür, dass auch allein das ein riesengroßes Zeichen ist von deiner Liebe. Und ich möchte einfach dafür beten, dass du allen Leuten, die jetzt auch zuhören und zuschauen, das spüren und erleben, was es heißt, dass du in ihrer Nähe bist, dass du sie liebst, dass sie angenommen sind, so wie sie sind. Ich fand den Bibelvers ja schon interessant in Römer 5,5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist eine Tatsache, dass, wenn wir an Jesus glauben, dass der Heilige Geist in uns ist und aufgrund dessen ist die Liebe in uns. Das heißt, ich habe ja alles. Aber manchmal erlebe ich es nicht so. Wie geht ihr damit um mit der Diskrepanz, dass man das manchmal nicht so erlebt, aber dass es ja in der Bibel steht, darum muss es ja stimmen. Ja. Das ist immer die Frage, oder? Höre ich mehr auf meine Erfahrung, auf das, was ich jetzt gerade fühle? Oder mache ich mich wirklich fest an dem, was Gott mir zusagt? Und dann hilft vielleicht auch, Volk Israel hat ja auch immer wieder sich erinnert an das, was Gott schon gemacht hat, oder? Vielleicht im Moment erlebe ich Gott nicht so und das Wunder kommt nicht sofort, aber dann hilft es auch, mich daran zu erinnern, Gott hat schon Wunder gemacht. Oder wie du sagst, das eine Erlebnis da, wo ich gemerkt habe, seither weiß ich einfach, oder? Das ist so.
sich festhalten an Erlebnissen, die man gemacht hat und einfach auch an der Bibel, an dem, was Gott mit zuspricht. Ja, es ist so. Nicht einfach, ja, jetzt der Heilige Geist kam und jetzt ist er wieder weg, macht gerade Ferien, sondern er ist ja hier. Die Liebe ist in mir. Ich finde es zum Beispiel oft ein Unterschied für mich zumindest, wenn ich sage, ich muss überspitzt gesagt was runterbeten, anstatt dass es ist ja da, aber ich check's wie noch nicht. Das ist für mich trotzdem näher. Ich kann ja sagen, ja Gott, ich weiß, ich merke, die Liebe ist in mir oder ich lese das so in der Bibel, aber es ist trotzdem schon näher dran. Also mir hilft allein nur der Gedanke, dass ich sage, es ist schon da, aber Mir hilft das auch. Also ich bin da sehr so mit den Gedanken, ja, es ist so, dann ist es so. Dann glaube ich das und vertraue darauf, dass es so ist. Wenn der Heilige Geist hier ist, dann ist er hier, dann ist er immer mit mir. ja. Daraus folgt dann auch, wenn ich ihn suche, dann ist er ja da. Also ich muss mir Zeit nehmen, wenn ich das Gefühl habe, er ist weit weg. Das kann ja gar nicht sein, weil er ist ja da. Also ich habe oft so Gedankenspiele, wo ich mache, ja nein, wenn das so ist, dann ist das so und dann nehme ich das. Und Gott ist hier. Das sind ja mehrere Verheißungen und auch wenn man die Kirchengeschichte ansagt, das ist ja bis heute immer wieder erleben Menschen auf der ganzen Welt, dass Gott da ist und dass er präsent ist. Und das dürfen wir nehmen. Und ich bin da nicht so oft am Zweifeln. Also weißt du, wie ich meine? Das ist so ein Fakt, auf dem baue ich mein Leben. Und wenn man zweifelt oder wenn ich jetzt mit meinen Gefühlen das nicht spüre, dann ist mir wichtig, ja, ich komme ins Gespräch mit Gott. Oder ich lese die Bibel, ich lese so Zusagen, das ist so, das ist Fakt. Oder ich lasse mir von anderen das zusprechen. Das finde ich auch das sehr Geniale an Gemeinschaft, dass mir jemand sagen kann, ja, aber Gott liebt dich. Gott wohnt in dir. Und dann spricht das jemand über mein Leben aus. Es hat ja vieles mit Vertrauen zu tun. Wir können ja zum nächsten Punkt kommen, den wir hatten am Sonntag. Gottes Liebe verwurzelt sich im Herz, wenn wir ihm vertrauen. Das ist mal so ein großes Thema. Lass uns das mal praktisch werden. Was ist dein Wunsch? Wo willst du Gott mehr vertrauen? Schreib das mal in den Chat rein. Einfach, vielleicht sind das Finanzen, vielleicht ist es eine Beziehung. Schreib das mal rein. Wir wollen gleich auch dafür beten. Wo möchtest du Gott vertrauen oder mehr Vertrauen lernen? Was ist bei euch? Habt ihr so Punkte, wo ihr sagt, das ist ein Bereich von eurem Leben, da möchtet ihr lernen, Gott mehr zu vertrauen? Oder sagt ihr, alles gut, wir sind Pastoren? Kann man das so praktisch? Habt ihr ein Beispiel? Ja, bei uns jetzt zum Beispiel gerade aktuell, unser jüngster Sohn ist gerade auf Lehrstellensuche. Und das ist ja, ich meine, Schule, ja, von Schulklasse zu Schulklasse ist relativ easy. Schwitzt manchmal auch, aber jetzt so wirklich Major. Und ich merke einfach, ja, da will ich Gott vertrauen. Merke auch, es gelingt mir besser. Oder ich bin dann leicht so verführt, meinen Sohn irgendwo hinzudrücken oder so. Mach mal. Und er hat einen ganz anderen Pace, wie ich mir das wünschen würde. Und da einfach Gott zu vertrauen, auch meinem Sohn zu vertrauen, ja, es kommt schon gut. Und dann auch zu merken, ja, also nicht so, dass wir alles ihm machen lassen. Ich sage auch, ja, zeig mir das Mail noch vorher. Aber da merke ich, das ist bewusst so ein Gebet, was ich ihm widerspreche. Okay, Gott, du hast einen Ort für ihn, du kennst seine Zukunft und du bist der bessere Daddy, als ich es bin. Also Kindern ist schon bei mir auch ein Punkt, wo ich denke, je älter sie werden, desto mehr merke ich muss und ich will Gott vertrauen, dass sie ihren Weg finden. Und ich bin oft auch ein bisschen verführt, du hast es gut gesagt, oder mir die Gedanken wollen ihnen zeigen, das sollst du nicht. Und genau in meiner Vergangenheit hat das oft dazu geführt, dass ich mich eingeengt fühle und ich will das nicht, tappe mich aber wieder darin, in den Mustern, oder? Und da will ich mehr vertrauen und sagen, nein, ich vertraue darauf, sie gehen den Weg, Gott hat es in den Händen und ja, ich will ihnen diese Freiheit auch geben. Das ist ein guter Ort. Leute von euch schreiben einfach Finanzen, Zweifel, körperliche Heilung, auch Kinder in der Familie, Arbeitsstelle, so viele verschiedene Punkte. Lass uns nochmal reinschalten in die Message vom letzten Sonntag. Die Miriam hat da ein schönes Beispiel gebracht, gerade zu diesem Thema Vertrauen. Und da ist auch meine Tochter mir ein Riesenvorbild oder eine Inspiration. Sie weiß einfach, dass Paul und ich sie unglaublich fest lieben. Sie kommt mit allem zu uns. Sie kommt, wenn sie müde ist, wenn sie krank ist, wenn sie herausgefordert ist, wenn sie Angst hat, wenn sie eifersüchtig ist, weil sie weiß, sie kann uns vertrauen. Weil wir sie so fest lieben. Und so ist ja auch unser Vater im Himmel. Er nennt dich und mich seine Kinder.
Und er möchte, dass du mit all deinen Herausforderungen zu ihm kommst, ihm vertraust, weil nur dann kann sich seine Liebe, die er für dich hat, noch viel mehr in dein Herz verwurzeln. Mich hat das Bild wirklich angesprochen. Ich fand das so ein schönes Bild von, wie können wir ein Kind zu unserem Papa kommen. Ich finde das mega schön. Ihr kennt das bestimmt mit euren Kindern, ob sie klein oder groß sind, wenn sie zu euch kommen. Es ist immer, ja, ich helfe dir schon gern. Äh, und wie viel mehr wird das Gott tun? Und wenn wir Gott ihm einfach vertrauen, und weil er liebt uns ja einfach. Und wir wollen genau das jetzt tun. Wir wollen einfach für eure Anliegen beten oder auch da, wo ihr euch wünscht und du dir wünscht, Gott mehr zu vertrauen. Ja, lasst uns dafür beten, was ihr jetzt gerade im Chat reingeschrieben habt. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Papa bist. Und wir wollen jetzt zu dir kommen und wir wollen jetzt zu dir kommen, auch mit den ganzen Anliegen, ja, die wir haben und ja, die wir einfach vor dich bringen möchten. Ich möchte dich bitten für Finanzen. Ich möchte bitten, dass wir lernen, in den Finanzen dir zu vertrauen, weil du uns annimmst, weil du für uns bist. Du bist nie gegen uns. Und ich danke dafür, dass du auch, ja, auch gerade für die Person, die es auch reingeschrieben hat, dass du schaust für die Finanzen. Ich bete auch für alle, die nicht gut schlafen. Ja. Auch besonders für dich, wo du merkst, ich möchte besser schlafen. Dass einfach deine Heilung und deinen Frieden, Herr, über diese Person kommt, die nicht gut schlafen, die nicht gut einschlafen. Und ich bete für einen Schlaf, für einen göttlichen Schlaf. Und denke auch daran, dass du es ja deinen im Schlaf gibst. Und dann wirklich diesen Frieden, diese Freude durch gesunden Schlaf hindurch Heilung bringt. Ich danke dir. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen, dass wir deine Kinder sind und einfach mit allem zu dir kommen dürfen. Vielen, vielen Dank, Herr. Wir möchten dir vertrauen mit unserer Familie, mit unseren Kindern. Auch die Person, die schreibt, ich wünsche mir, dass ich mehr meine Tochter abgeben kann in deine Hände. Wir wünschen uns wirklich von dir, wir wissen, du bist ein guter Vater, du hast uns auch gesetzt als Eltern für unsere Kinder und trotzdem dürfen wir einfach dich bitten, dass du uns hilfst, dass die Kinder die richtigen Schritte machen, dass du sie bewahrst. Du bist der Schützer, du bist der Retter von unseren Kindern auch. Bitten auch für Ehepartner, für Beziehungen, wo du segnen möchtest, wir geben auch dir da unser Vertrauen und bitten dich, dass du eingreifst, auch in den Situationen, wo wir gerade am Rotieren sind, am Anschlag sind. Und Vater, ich weiß, dass du auf unserer Seite bist und dass du jede einzelne Person wirklich an die Hand nimmst, führst, lenkst und leitest. Und das ist einfach eine Tatsache und ich möchte bitten, dass du uns allen das wirklich ins Herz hineinschreibst, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns führst, weil dein Heiliger Geist in uns lebt. Sei es in Beziehung, sei es in der Seele, sei es ja auch in Krankheiten, in Zukunftsperspektiven, so viele Dinge. Ich möchte bitten, dass wir alle das wirklich lernen können, was es heißt, dir ganz zu vertrauen. Und dass du uns die Sicherheit ins Herz schreibst und dass du uns auch den Mut gibst, Dinge zu tun, die du uns vielleicht auch ins Herz flüsterst, dass du uns Mut gibst, die richtigen Entscheidungen zu treffen und überhaupt Entscheidungen zu treffen. Und ich bitte dich auch noch, dass du uns mit Geduld segnest. Manchmal heißt Vertrauen auch, dass wir warten müssen, dass es nicht sofort kommt und noch nicht passiert. Danke, dass du uns Geduld schenkst und Glauben in uns wachsen lässt, dass wir dranbleiben können mit Beten, mit Hoffen und auf dich vertrauen. Ich möchte auch bitten, dass wir eine Gelassenheit, dass wir wirklich gelassen sind in allen den Dingen, die wir tun. Einfach im Leben, dass wir diese Freiheit spüren, die aus der Liebe herauskommt. Weil wir geborgen sind in dir, egal wo wir sind, egal was wir machen, egal was kommt, egal wie die Umstände sind, so dass wir unterwegs sind auf Reisen, dass wir auf einer neuen Arbeitsstelle sind, dass wir nicht wissen, was in der Zukunft kommt. Wir dürfen gelassen sein, weil du mit uns bist. Weil du uns wie ein Papa, ein kleines Kind in die Arme nimmst, das tust du auch. Ja. Du sorgst dich um uns, du beschützt uns. Ja, und ich vertraue dir, dass du die ganze Geschichte kennst, auch wenn ich jetzt in einer Szene bin, jetzt im Moment, was vielleicht nicht so gut läuft. Ich vertraue dir, du kennst das, was kommt, du kennst meine
mein Leben, meine ganze Geschichte. Und ich lege dir einfach mein Leben in deine Hände. Und ich weiß, dass, wo ich jetzt drin bin, dass du mit mir bist und mit mir durch das hindurch gehst. Ich vertraue dir, Herr. Ich vertraue dir. Ein weiterer Punkt in der Message am Sonntag war ja gewesen, Gottes Liebe verwurzelt sich im Herz, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen. Das klingt ja immer recht brutal. Also, was heißt das, Kreuz auf mich nehmen? Ja, Jesus, Jesus spricht ganz viel so, gell? Einerseits, ja, ich will euch retten und dann das Kreuz, nehmt euer Kreuz. Du kannst mir nur nachfolgen, wenn du dich selbst verleugnest, dein Kreuz auf dich nimmst. Ich finde, der Paul hat es in der Message gut erklärt. Liebe kostet schlussendlich auch was. Also es ist nicht nur so, dass Gott mich dann abfüllt, sondern Liebe will dann auch, also Jesus liebt mich so fest, er will auch was machen für mich. Und wenn wenn der Heilige Geist so in mir verwurzelt ist, dann ist es nicht, oh, jetzt muss ich, also jetzt wird es, wenn ich mein Kreuz auf mich nehme aus mir selber, dann wird es mega schwer, oder? Dann wird es religiös, dann wird es ein Krampf und jetzt muss ich und das muss man halt auch und das darf ich nicht und so. Aber wenn ich aus Liebe, wenn ich so begeistert bin von der Liebe, die Gott, der Vater zu mir hat, dann merke ich auf einmal, wie kann ich die Liebe weitergeben? Ich will ja auch, das fängt dann aus mir rauszudrücken. Also muss ich was leisten, damit ich geliebt werde von Gott? Also es klingt fast so. Nein, Bisschen ja, es klingt fast so, spitzfindig. aber der Anfang ist immer, du bist zuerst geliebt von Gott. Nicht ich liebe, damit Gott mich liebt, sondern ich bin geliebt und weil ich so fest geliebt bin, will ich auch was davon weitergeben. Also würdest du sagen, es ist eher mehr wie ein Automatismus. Die Liebe von Gott färbt ab, dass ich sage, ich bin so begeistert davon, es passiert wie automatisch in irgendeiner Form. Ja, eben, ich glaube eben automatisch ist ja doch nicht. Du hast immer noch den freien Willen, oder? Und das Ja. kennst du ja vielleicht selber auch, oder? Du bist dann so ein bisschen zum Sofa-Christ. Ja, ist ja schön, ich lasse mich jetzt einfach beschenken, so chillst ein bisschen und Gott liebt mich ja, oder? Und deswegen ist Jesus, glaube ich, auch immer wieder so, ja, so krass und sagt, nein, du musst dein Kreuz aufnehmen. Also, wenn Jesus hat auch mal gesagt, ja, was glaubt ihr denn, wenn die Menschen mich so behandeln, was wird dann mit euch passieren? Also, du kannst Jesus nicht nachfolgen und alles läuft einfach nur easy peasy. Ja, Jesus redet oft davon, deine Liebe zu mir zeigt sich im Gehorsam zu mir. Oder auch Jakobus sagt, ein Glaube, der hat Taten. Die Bibel ist voll davon und viele reden von Jesus davon, hey, du zeigst mir deine Liebe, indem du meine Worte ernst nimmst und indem du mir nachfolgst in dem, was ich sage, in dem, was ich vorgelebt habe. Aber wenn wir das Wort Gottes anfangen zu leben, zeigt sich darin, dass wir uns geliebt wissen. Und das ist schon ein Unterschied, ob ich mich nach dieser Liebe sehne und hoffe, wenn ich irgendwie das alles gut mache, dann wird mich dann dieser Gott lieben. Nein, das ist nicht richtig. Gott sagt, oder Jesus sagt, hey, ich liebe dich von Herzen. Ich weiß mich geliebt. Jesus sagt, aus meiner Liebe, aus seiner Liebe heraus kann ich etwas tun, etwas Gutes tun. Und dann kann ich im Gehorsam, sage ich mal, das Kreuz auf mich nehmen. Das ist ja dann schon irgendwie etwas, was ich tun sollte, vielleicht auch muss, je nachdem. Paulus sagt ja auch, ich bin getrieben, ich kann nicht anders. Das ist aber ein innerer Antrieb aus diesem geliebt Wissen hinaus. Ich glaube, für mich ist es ist eine Beziehung, die wir mit Gott haben. Und ähnlich wie wenn ich in der Ehe bin, in einer Partnerschaft oder auch selbst in Freunden, wenn man sich liebt, da passieren ja immer Taten draus. Als Beispiel, man bringt den Müll raus oder man kauft mal ein oder macht Sachen, die man gar keinen Bock drauf hat, aber es gehört dazu. Und wenn ich immer nur die Beziehung aufgrund der Taten beschreibe, ist es mega schräg. Da sage ich ja, heißt es, verheiratet zu sein, den Müll rauszubringen und sein Geld nicht mehr alleine zur Verfügung zu haben, den Urlaub immer absprechen zu müssen. Wenn ich das nur darauf beschränke, ist es mega komisch. Und wenn ich nur auf die Taten schaue, aber wenn sie gewurzelt sind in der Liebesbeziehung, ist es das Natürlichste auf der Welt. Und in meinem Kopf macht das oft immer Sinn, und ähnlich mit Gott, wenn ich gewurzelt bin, dass ich von Gott geliebt bin, das ist doch normal, dass ich Dinge tue oder Dinge lasse oder gehorsam bin oder mein Kreuz auf mich nehme, was auch immer das praktisch heißen mag.
Was mir noch durch den Kopf ging, hat ja auch mit dieser Bibelstelle zu tun, wir sollen Gott lieben uns und unseren Nächsten. Ja. Ich glaube, wenn du eben Gott liebst und Gott liebt Menschen, Gott liebt ja nicht nur mich, sondern liebt ja auch dich, er liebt auch dann die Menschen, die nicht so liebenswürdig sind. Und ich glaube, da ist dann, ich meine, ich sage es mal, nur Gott zu lieben, wäre ja doch, ja, schön, oder? Dann liebe ich Gott jetzt, toll, oder? Aber das Kreuz auf sich nehmen heißt auch, ich fange an, auch Menschen zu lieben. Und dann, Genau. Genau. Dann die Taten zu tun, genau, die Gott am Herzen liegen. genau. Und Paulus sagt ja auch, wenn wir hier in Jesus Anteil haben, haben wir auch Anteil an seinem Leid. Kreuz auf sich nehmen kann auch sein, dass ich Anteil an seinem Leid habe. Vielleicht sind Dinge, man wünscht sich vielleicht ja Heilung, irgendetwas, dass es Gott uns wegnimmt, aber ab und zu ist es vielleicht so, dass Gott uns mit uns durch etwas, das ist auch ein Kreuz auf sich nehmen. Im Bewusstsein, Gott nimmt mir nicht alles weg, jetzt im Moment, und trotzdem vertrauen, dass es gut und richtig ist, das ist auch eine Art Kreuz auf sich nehmen. Und noch nicht so einfach. Das klingt Nicht so so ein- ja, einfach das ist oder nicht so, so denke ich, einfach, welche ja. Schublade machen wir denn da auf? Aber es hat auch wieder mit Vertrauen zu tun, dass Gott es gut mit uns meint. Und das hat mit Hingabe zu tun, dass ich sage, ich gebe mich ihm ganz hin, weil er liebt mich, die Liebe ist in mir und es ist wie eine Schlussfolgerung daraus. Ja. Ich finde es spannend, dass ja Menschen immer, die Gott lieben werden, schlussendlich immer sehr aktiv nachher in dieser Liebe auch. Also so die großen Glaubensvorbilder in der Bibel und auch in der Geschichte, es sind immer Menschen, hast du das Gefühl, die sind so voller Liebe und die haben sich nachher so hingegeben, irgendeiner Not, und waren dann so aufopfernd für Menschen. Und ich glaube wirklich aus dieser Liebe heraus, oder? Hingabe, ja, ich gebe mich dir ganz hin. Und das heißt dann manchmal auch ja, für jeden was anderes, oder? Aber ich setze mich jetzt ein für diese Menschen, für diese Familie, was auch immer. Der Paul hat ja wirklich ein schönes Gebet oder das Beispiel gehabt mit diesem Gesicht. Lass uns doch genau dafür beten oder auch das nochmal beten. Praktisch, was heißt es, sich Gott ganz hinzugeben? Und ich möchte dich einladen, noch mitzubeten, dass wir uns wirklich Gott ganz hingeben, weil es tut uns gut, es tut unserer Beziehung gut und es tut auch unserem Umfeld, denke ich, sehr gut. Ja, Jesus, wir geben dir am Anfang unsere Gedanken, unser Denken hin, dass du das ausfüllen kannst. Wir haben darüber gesprochen, manchmal, wir wissen das vielleicht, aber es ist nicht so eingeprägt, so tief. Und das beten wir dich jetzt einfach, dass du in unser Denken kommst und uns hilfst, anders zu denken. Und wir bringen dir auch unsere Augen, dass wir sehen, wie du siehst. Dass wir nicht Menschen beurteilen und sehen, wie wir sie sehen oder wie sie die Gesellschaft sieht, sondern dass wir Situationen, Menschen sehen, wie du sie siehst. Bitte nimm du unsere Augen, nimm du unsere Gedanken, dass wir wie du sehen und denken können. Ich bete auch, dass wir ja, hören, was du sagst. Ich bete, dass unsere Ohren wirklich deine Stimme hören, dass wir hören, wie du uns liebst, was du uns Gutes sagst, dass wir hören, was es bedeutet für jeden von uns, unser Kreuz auf uns zu nehmen, dich ja im Alltag zu verkörpern. Ich bete, dass du unsere Ohren segnest mit einem klaren Gehör für dich. Und ich möchte auch bitten, dass du uns ja hilfst, das auszusprechen, was dir am Herzen ist. Und so oft redet man so viel Blödsinn daher. Und ich möchte bitten, dass du ja wirklich unsere Worte nimmst, unseren Mund nimmst und wir geben dir unser Mund wirklich hin, dass wir ja was Gutes aussprechen, deine Liebe weitergeben, das, was dir am Herzen ist, Weisheit und Unterstützung und Ermutigung und das, was dir wirklich am Herzen liegt. Und ich möchte dir auch meine Hände geben und meine Ressourcen, meine Begabung, alles, was du mir geschenkt hast, möchte ich dir zurückgeben, möchte ich bitten, dass du es einsetzt und mich brauchen kannst für das, was du willst. Ich möchte mich einsetzen lassen, meine Gaben, Ressourcen, Talente für dich. Und auch ja, meine Füße und meine Wege dort, wo ich hingehe, wollen wir dir hingeben. Wir möchten die Dinge, die wir tun und angehen, möchten mit dir absprechen und möchten wir dir hingeben. Und Heiliger Geist, du darfst unsere Wege leiten und du darfst unsere Füße lenken. Das, was wir tun, das, was wir vorhaben, was in der Zukunft liegt,
geben wir dir hin und geben dir die Erlaubnis, unser Leben zu führen, zu lenken und zu leiten, weil wir dir vertrauen und weil du es gut mit uns meinst. Amen. 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 Es ist wirklich, ich finde es ein spannendes Thema, also die Liebe Gottes in uns ausgegossen. Es ist ein Gefühl, es ist ein Vertrauen. Plötzlich merkt man, es hat so viel mit Beziehung zu tun, Beziehung zu Gott, zu unserem himmlischen Vater. Und es ist auch oft ein Lernen, damit durch den Tag zu gehen. Und was das heißt, ist praktisch. Du musst unbedingt noch die Message angucken, wenn du sie noch nicht gesehen hast, auf YouTube. Du kannst auch gerne uns liken auf dem Button oder auch das verteilen an andere Freunde und Bekannte, dass sie das unbedingt sehen. Abonniere gerne unseren Channel, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und wenn du allgemeine Fragen hast zu uns als Kirche, kannst du gerne auf icf.ch/connect gehen. Da sind wir gerne für dich da oder dass du integriert werden möchtest oder gerne mitarbeiten möchtest in irgendeiner Form. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder bei der Message oder dann in einer Woche bei Talk and Pray. Dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.